somit Chris zurück zu Generation Zero. Das ist nun Aufnahme 5 und 6. Heute werden wir uns mit Saltheim beschäftigen. Werden dort ein bisschen looten gehen und hin und her, werden uns hierher machen auf den Weg. Na, das werden wir alles später machen. Vielleicht in der zweiten Aufnahme. Jetzt in dieser Aufnahme werden wir uns Saltheim vornehmen. Und werden uns durch Saltheim ballern und werden... Wo ist denn das? Fertigkeiten. Aber warte mal. Da ein Punkt, da ein Punkt, da ein Punkt. Da werden wir unsere nächsten 3 Punkte hin vergeben. Das brauchen wir nicht. Das ist uninteressant. Wir spielen das Spiel schon so lange, dass wir eigentlich wissen sollten, wie wir die Monster, die Maschinen angreifen sollten. Okay. Weißt du was? Wir werden dort zur Vorsicht eine her tun. Die halten wir uns, die lassen wir dabei da. Die sind dabei zu wertvoll. Die werden wir oben aus brauchen. Im Übrigen, diese Aufnahme, Episode 5, wird mit einem anderen Aufnahmeprogramm aufgenommen. Ich probiere jetzt durch und je nachdem, wie es dann läuft, will ich mich dann entscheiden. Nur, dass du Bescheid weißt und der Rest ist wurscht. Ja, wie du siehst, die Panzerplatten, hinten die Raketen und hier den Tank. Du kannst ihn da auch erwischen und ja. They can't be dead. They just... Oh, shit. All right. Talk later. Ja, Therese, das ist mir aber wurscht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Wir werden uns da jetzt langsam durcharbeiten. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Ja, genau, wir müssen schneller machen, aber wir haben keine Zeit. Ach, schöner Vollmond. So. Gibt's da irgendwas? Nö. Da ist ein bisschen was erinnern. Ich meine, ich habe schon angefangen, ein bisschen was zum Zerlegen. Also das haben wir später in der Plünderer überhaupt keinen Platz mehr. Und na, ich habe momentan absolut, kurz einen Blick, ich glaube meine Maus wird auch schon hin, mir eine neue kaufen, demnächst. Schau. Da ist ein kleiner Defekt, den das Spiel bei mir hat, dass das Menürad immer wieder aufploppt. Naja, was ist. Mal schauen, vielleicht wird es mit einer neuen Maus besser. Der Rest ergibt sie. Da sind wir durch, da sind wir durch. Ich bin nur gerade im Überlegen, wo wir... Warte mal. Ich glaube, eine bessere Waffe finden wir dann später. Am Sportplatz, glaube ich. Müssen wir schauen, weiß jetzt nicht mehr. Ist mir zwar auch wurscht. Wir haben so schon genug zu tun. Und wenig Zeit. Na. Feuerwerksdulli. Kurzen Blick. Jetzt möchte ich was ausprobieren. Ah, das ist schon besser wie gestern oder in der letzten Aufnahme. Ich war der festen Überzeugung, dass da mehr Hunde sind.
Ah ja, gut. Sehr gut. Nö, da machen wir zu. Wir kontrollieren zuerst hier dieses kleine Bootshaus. Ist da irgendwo was? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Im letzten Durchlauf, den ich angefangen habe, habe ich den Scherengarten komplett gemacht, wo aber alle DLCs installiert waren und bin aus der Scherengartenregion mit Level 15 raus. Ich bin einmal gespannt, wenn man da alles macht, wie weit man dann da, wie hoch man im Level dann rauskommt. Na, schauen wir mal. Das wird sich alles ergeben, hätte ich gesagt. Da ist nichts, da ist auch nichts, da ist auch nichts. Gut, schauen wir mal weiter zu den Überresten. Der Dorftröten, Dorfhundis, nix. Siehst du, von diesen kleinen Brennstoffzellen brauchen wir insgesamt 10 Stück, dass wir es verwerten können. Da waren wir nicht drinnen. Liegt da irgendwo was? Wie gesagt, ich bin momentan froh über die kleinen Erste-Hilfe-Sets. Wir haben das Hammer. So. Ach, schade. Da waren wir gerade. Passt. Dich haben wir gemacht. Dich haben wir gemacht. Dann schauen wir uns da nochmal bei den Hunden um. Und dann geht's ab da oben. Das Funkgerät nehmen wir mit. Das habe ich eigentlich auch noch nie gebraucht. Das Funkgerät, das zerstöre ich immer gleich. Eine Adrenalinspritze. Feuerwerkskörper, auch interessant. Ja, bla bla. Wissen wir schon, kennen wir schon, haben wir schon. Im Moment kann ich über die Geschichte eh nicht viel erzählen. Weil wir einfach nicht an einem Punkt sind, wo es interessant wird. Genau. Also ziemlich, die Ereignisse nehmen erst hier ihren Anfang. So, machen wir mit dich. Sehr schön, her damit. Können wir alles brauchen, nehmen wir alles mit. Entschuldigung. Hüpsa! Und wie in jedem Spiel mit einem Level-System wird auch hier der Zeitpunkt kommen, wo das Level kippt. Zugunsten unser Eins. Jo. Aber das zeige ich da alles später oben aus. So. I made it. I'm at the shelter now. Oh God. Everything's so awful. We're not gonna find them, are we? Ja, wenn du das selber weißt, wieso fragst du mich? Ach, Mädel. Stellt mir da eine Frage, obwohl sie ja selber weiß, was passiert ist. Mein Gott.
Gewicht kann man denn überhaupt noch mittragen? Noch genug. Falls uns hier Ticks erwarten, weißt? Genau. Da. Mein Gott, das sind wieder diese... Ah. Danke, Spiel. So. Oh. Die werden wir uns dann später mal anschauen. Da haben wir nichts, da haben wir auch nichts. Was? Wenn das Spiel, ich mag ja das Spiel eigentlich. Und sonst hat es ja, und sonst spiel ist ja nicht, spiel ist ja nicht so lang, ne? Aber es hat halt ein paar Designentscheidungen mittlerweile, wo ich mir denke, warum? Oh, you got the password for the computer in the bomb shelter. Let's try it out then. I need to know. Ich will es auch wissen. Peter Hammergrens Aufgabenliste. Eine Liste von Dingen, die Peter Hammergren, Koordinator der Nationalgarde für die Zivilverteidigung von Saltheim, zu erledigen hatte. Du hast sie in einem Arbeitszimmer gefunden. Die Liste enthält den Benutzernamen und das Passwort für den Computer im Luftschutzbunker Saltheim. Zu erledigen. Nach Armeevorschriften überarbeiteten Evakuierungsplan ausdrucken. 3 Abzüge Peter Göster Anita. Wegen Druckerreparatur bei Österturns Kontors-Material AB anrufen. Zivilverteidigungscomputer, Kennwort aus Sicherheitsgründen zu Kennwort 1 ändern. Benutzername bleibt gleich, Ziva. Leutnant Anderhage Waffen wie vereinbart ins Bereitschaftslager bringen lassen. Den Nachbarn nochmal mit einem unmissverständlichen Zettel wegen ihrer Kinder schreiben. Diese Raudis. Fußball der Kinder kaputt stechen, Katze füttern. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Dieses Dokument scheint eine Liste von Personen zu sein, die für die Zivilverteidigung in Saltheim verantwortlich sind, mitsamt ihrer Kontaktinformationen. Darin steht: Zivilverteidigung Saltheim, Kontaktliste, Koordinator Zivilverteidigung, Göster, Anita, Hammergren, der Peter. Wie gesagt, wir kennen die Anita bereits. Hier ist ihre Spur noch da und irgendwann ist auch diese Spur weg. Das ist der Computer für den Luftschutzbunker. Genau. So. Jetzt wollen wir eine Zeit lang spielen und danach erzähle ich wieder ein klein wenig über die Geschichte. Sehr gut. Jawohl, jawohl, jawohl. Lalalala. Abgesperrt. Na super, das gefreut mich. Die wollen einen Voyeur nicht reinlassen. Na klar. Oder einen Exhibitionist. Da müssen wir weiter. Hui. Abgesperrt. Okay. Dann müssen wir in Kürze mit dem nächsten Level Up müssen wir uns dann so vorarbeiten, dass wir mit dem Schlösserknacken weitermachen. Sonst kommen wir nirgends rein. Und danach werden wir in alles in alles Levelpunkte setzen, wo wir mehr Schaden machen. Genau. Hui. Ah, da waren wir schon, gell? Ja. Wir werden uns jetzt einfach mal das nächste Gebäude suchen. Ich glaube, das ist das Gelbe da oben. Na komm.
Glitch. Du hübsche Frau. Warte mal. Wenn ich mich recht entsinne, sind ja da irgendwo Drohnen unterwegs, oder? Aha. Oh. Lieber jetzt mehr looten, dafür später weniger bluten. So. Ah, schau. So. 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 Es kommt immer auf die Betonung drauf an. So. Eine Haarnadel. Eine Haarnadel. Das ist immer schön. Naja. Also bei deinem Bladel kann das noch schief gegangen sein. Was haben wir da? Textil. Oh. 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 Na ja, da geht's aber zu, hörst du. Sind wir da? Da sind wir fertig. Hupsa! Unser kleiner, geiler Charakter. Ah, da sind wir Sportplatz in die Richtung. Wir nehmen jetzt aber nur da. Shit. Also das Dröhnchen will jetzt noch nicht auf uns aufmerksam machen, weil das wäre glatt ein Fröhnchen. Saltwallen-IP. Hm? Nächste da einer. So, wo ist die kleine Drohne? Weil die würde ich jetzt brauchen. Nämlich gar nicht. Nehmen wir gleich das Auto auseinander. Dort. Ah, das Haus ist zu, gell? Ja. Ja, es ist halt immer das Gleiche. Toll, ich kann die Mission nicht mehr machen. Oder warte mal. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Hey Anita, I know what you're thinking. Andreas never calls, but now that everyone's afraid of the Russians bombing us or whatever, he checks in. Anyway, I was getting worried, and I just wanted... Never mind, I need to go. Volltrottel. Das waren nicht die Sowjets. Das Komische ist nämlich, das ist mir beim Schneiden aufgefallen. Bei mir
ruckelt's, aber in der Aufnahme sehe ich es nicht, komischerweise. Eine Nachricht von Peter an Anita. Anita, ich habe die Evakuierungspläne auf dem Computer im Schutzraum überarbeitet. Sag Bescheid, wenn du einen Ausdruck willst. Ich habe auch das Kennwort geändert. Ruf mich an, wenn du es brauchst. Peter. Anitas Ex-Mann. Eine zivile Verteidigungssirene heult. Hey Anita, ich weiß, was du denkst. Andreas ruft nie an, aber jetzt, wo alle Angst haben, dass die Russen uns bombardieren oder was auch immer. Ja, bla bla bla. Die Sowjets waren es nicht. Mehr verrate ich nicht mehr. Dieses Mal waren es die Sowjets nicht. So viel steht fest. Da ist er. Ich mach da mal zu, da ist zu, da macht zu. Boah, ist doch gleich aufleuchten. Aha. Wieso geht das jetzt mal? So. Es ist relativ unkonventionell, aber wir müssen unkonventionelle Wege gehen. Warte mal kurz. Da ist er. Ist da jetzt noch irgendwo einer? Nein. Dann holen wir uns gleich die zwei. Da ist der Computer. Ein Haus haben wir noch, aber da brauchen wir das Schloss knacken. Also na, das ist da drinnen. Okay. Ich war der festen Überzeugung, ich war da schon herin. Na gut. Es ist ja jedem das Seine. Spielen wir Schach. Ich glaube, das waren die Ticks da unten in den einen Haus, gell? Also, gehen wir weiter. Ich will mich da jetzt nicht mit Schwachsinn auseinandersetzen, der keinen interessiert. Was soll der mich interessiert? Die spüren wir auch nicht mehr. Ja. Nicht mein Problem. Gösta, this is Anita. Where are you? The IPA has been going for minutes. I'm trying to get a hold of Peter to see if the army has contacted him, but I have the evacuation plan at my house, so call me as soon as you hear this. Richtig. Da war doch was, bla 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 bla. Was haben wir da? Nix. Am Scheißhaus liegen die Erste-Hilfe-Packeln. Ach, schön. Also natürlich ein sehr intimes Detail, gell?
Den Baseballschläger kannst du auf die Eier kleben. Ehrlich war erst da. Aber ich glaube, wir sind da jetzt mal so weit durch. Laufen wir jetzt mal zum Bunker. Au. Also unser Charakter hat ja Knochen aus Papier. Aber so hauchdünnem Papier, selbst wenn du nur so machst. Sind die Knochen gebrochen. Genau. So, machen wir zu, die Bude. Und der Rest wird sich ergeben. Darauf will ich einen heben. Machen wir auch zu. Und jetzt sollte hier irgendwo die Therese mal rumlaufen. Da drehen wir oben, wir müssen Licht sparen. Ist schon so teuer. Die halten wir uns noch. Das können wir Möller. Erweitertes Möller-Magazin. Oh cool. Halten wir uns. Da haben wir da einer. Na. Das da wir dabei in die Plünderer, genau. Weil die nächste Mission wird uns an den Sportplatz führen. Nein. Passt, mehr brauchen wir nicht. Da haben wir auf Zeiten. Da haben wir auf Zeiten. Da haben wir auf Zeiten. Und da haben wir auf Zeiten. Genau. Den könnte man eigentlich zerstören. Weil den Quaklinger Sepp braucht eh keiner. Wo war denn der jetzt da? Da. Automatgewehr 4, 762er Muni. Das große Problem ist, dass wir die erst mit dem Schaden in die Head treiben müssen. Also wir machen werden, wir werden die aber trotzdem... Nein, wir werden das anders machen. Wir werden das AG4 werden wir mal ablegen. Und die dazugehörige Muni ist ja ein bisschen ein Gewicht, gell? Ja, hat er gesagt. Mhm. So, und du... There you are. Good that you're not dead too. Let's check this computer. Hey, can we try that password you found? Please. We need to know where they evacuated everyone. Ja, du schraubt da mal dumm und ich mach dabei das. So, the Saltham Civil Defense got in touch with the army, who asked them to bring everyone to Saltvallen. That's the sports field. It's really close. Alright, you go on. My leg still hurts like hell. Riding a bike here was tough enough. I'd better stay and support you from here. But you know what? You and I are gonna keep trying. That's what Anita would do. Ja, was soll ich da dazu sagen, Mädchen, hm? Während ich mich mit Robotern auseinandersetzen muss, schwere Entscheidungen treffen muss, die Geschichte nachvollziehen sollte, was passiert ist hin und her, das Ende des ganzen Debakels miterleben werde, stehst du die ganze Zeit da und schraubst da an irgendwas dumm, was eh keiner versteht. Schau, die Tasten musst drucken, da, schau, die Tasten. Dann kommst du der Lösung näher. Jetzt druckt die schon wieder da dumm. Ich hab da gesagt, die Tasten musst drucken, da. Das ist ein... Na. Da wieder was gefunden, schau. Ja genau, da ist das Sportfeld, genau. Das ist der Evakuierungsplan. Mhm. Ja. So kannst du dir das vorstellen, wie ich noch jung war und dann Amiga 500 gehabt hab. Mhm. So hat das Ganze ausgeschaut. Da hat es noch keine High-End-Grafik gegeben. Ja. Gut. Da haben wir mal soweit alles ausgerammt. Falsch. Es gibt immer was zu tun, immer was zu erledigen. Ergänzungen, Sichtmodule, Magazine,
Sehr gut. Bursche. Ergänzungen. Zack, brack. Nein. Ergänzungen. Zack. Oh. Ja, perfekt. Na, erst, das schaut ja noch was aus. Warte mal. Boah, wie leise bist du, wahnsinnig. Gut, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder, beziehungsweise in der zweiten Episode der heutigen Aufnahme. Die wir demnächst aufnehmen, je nachdem wie ich lustig bin. Und danach, lass dich überraschen. Danach gehen wir mal auf den Sportplatz. Jetzt möchte ich aber nur schauen, warte mal ganz kurz. Jetzt muss ich noch was schauen. Fertigkeiten, kann vergeben. Haben wir. Das ist das nächste, was wir machen werden. Und dann geht es da weiter. Genau, dass wir für gemachte Missionen 100% mehr Erfahrungspunkte kriegen. Genau. Und dann werden wir uns einmal da auf das alles stürzen. Genau. Da werden wir uns drauf stürzen. Bis zum nächsten Mal. Baba. Und somit grüß zurück zu Episode 6 von Generation Zero Guerilla. Wir werden nun den Sportplatz unsicher machen. Genau, dort führt uns die nächste Mission hin. Und zwar kann ich da jetzt sagen, die Heimmannschaft erreiche die Evakuierungsstelle am Sportplatz. Laut einem Notfallplan, den du im Computer im Büro der Zivilverteidigung gefunden hast, versammelten sich die Einwohner von Saltheim und Iberholmen zur Evakuierung auf dem Sportplatz Saltwallen westlich des Dorfes. Aber wohin wurden sie evakuiert und weshalb? Therese hat sich entschieden, zu ihrer eigenen Sicherheit im Bunker zu bleiben, was eh klar ist aber entschlossen, dir über das Walkie-Talkie zu helfen, so gut sie kann. In der Zwischenzeit wirst du nach Antworten auf die Frage suchen, was seit dem 10. November 1989 mit Östertörn geschehen ist. Genau. Ich weiß es ja bereits und der Rest ergibt sich dann, wenn wir soweit sind. So, da ist passt. Komm, mach auf die Tier. Da zur Erinnerung, Fräulein Beiki. Nur, dass du es gleich weißt, um was geht. Warte mal kurz, wie viel Dinge sind wir denn weg? Ja, haben wir genug. Haben wir genug Spazi bis zum nächsten Level up und der Rest. Aha. Und der Rest ergibt sich dann, wenn wir soweit sind. Gut, heute machen wir mal den Sportplatz. Alles, was da rund um den Sportplatz ist. Wir müssen dann später noch in das eine Haus. Entschuldigung, wo wir das Schlösserknacken brauchen. Und der Rest ergibt sie. Gut, wir nehmen das nun in Angriff. Warte mal kurz, ich werde mal, da haben wir voll. Ich werde mal das nehmen. Dankeschön, Spiel. Herrlich. So. Wir werden aber von dieser Seite an den Sportplatz laufen. Vielleicht habe ich heute mal Glück und treffe mit diesem wunderschönen Scharfschützengewehr. Ist überhaupt keine Anspielung auf Saab und Volvo. Naja, gut. Gibt's eigentlich, weil ich da gerade gelesen habe. Warte mal. Gibt's eigentlich die Björk, ne? Was auch keiner, was mit der los ist. Das war ja so eine Durchknallte, ne? Na gut. Da ist ja ein Bauernhof, gell? Ja, den schauen wir uns später an. Wo ist Wauzi?
komm, leck mich doch am Buckel. Na komm, schalt um! Rotzmensch. Oh Gott, da machst du das miese, Sagt. Aua! Drecksau. Ich muss mir das Wort angewöhnen. Probieren wir zuerst da einmal. Wo steht er denn jetzt? Ich sehe ihn da nicht. Da ist auch irgendwo einer. Aber wo? Okay. Wo steht er da oben? Da. Puh. Das da ist die Spur der Verwüstung. Da räumen wir jetzt schnell auf. Ich weiß, ich könnte die ganzen Tools und alles nutzen oder die ganzen Sachen. Aber noch will ich sie mir sparen. Und das wird echt scheiße nur. Weil hier, wenn ich mich recht entsinne, da erwarten uns nämlich ein paar Hunter. Wo ist jetzt? Da hat vorhin der Rivale aufgeploppt. Wo ist denn der? Ah, der ist da oben. Ja, ich hoffe, dass wir bis dato genügend Level gewonnen haben, dass wir uns dann besser anlegen können mit dem Burm. So kann man das dort so als respawned hat. Forces in the farmlands immediately.
ist der Hund? Was ist eine Drohne? This is Corporal Pontus Kovac, Grenade Launcher Platoon, Engineer Regiment. We need reinforcements from the main forces in the farmland immediately. Request status update, over. Jetzt ein bisschen leiser angehen, das Ganze. Westland Command, come in. Shit. This is Corporal Pontus Kovac, Grenade Launcher Platoon, Engineer Regiment. We need reinforcements from the main forces in the farmland immediately. Request status update, over. Ich glaube, Westland Command, come in. This is Corporal Pontus Kovac, Na, da ist Grenade nix. Launcher Platoon, Engineer Regiment. We need reinforcements from the main forces in the farmlands immediately. Request... Westland Command, request... What? Who is this? Alright, listen carefully. The situation is critical. Are you able to rendezvous at the command bunker Westland? It's a big military bunker on Södra Saltholmen. See if you can find a military map. We need to make contact with them. Over and out. suche eine Karte zum Militärbunker. Der ist da. Oder die ist da. Ja. Dort müssen wir als nächstes hin. Aber eins nach dem anderen. Jetzt werden mal die Maschinen gelootet. So. Dann gehen wir daher. Und dort fuhren. Front das Trönchen. Was ist dort hinten? Nix. Perfekt. Jetzt rüsten wir uns dort vorne aus. Das ist so düster gestaltet. Es ist eine düstere Nacht. Mhm. Was ist dort hier vorne? Nix. Dieses Wehklagen, was da immer herrscht. Wahnsinn. Ich würde gern mehr am Tag spielen. Aber nur so die Zeit bis dato immer so lang und... Da wartest du ja zum Todel. Kruzifix da. Da ist ein Funkgerät. Dankeschön. Will das irgendwas übersehen? Da habe ich noch. Okay, der LKW ist verschlossen. Das hier nehmen wir mit, wenn ich Schwein. So. Gehen wir daher. Okay. Den Volvo dann ausrahmen. So. Sehr gut, sehr gut. Wo sind wir, glaube ich, soweit durch? An einen eleganten Satz in den LKW. Underhage, the evacuation is complete. Return to base, over. Lieutenant, we will lock Westland down in 10. What is your status, over? Underhage, goddammit. Verdammt nochmal. Da hatten sie kleinere Probleme, hä? Ja. Na, was? So. Her damit.
Her damit. Her damit. Gut gemacht. Ich glaube, wir sind hier soweit fertig. Jetzt schauen wir mal kurz in den Log. Und zwar Evakuierung, das war das. Die Scherengartenkarte. Wir müssen dann da in diesen komischen Bunker. Da sind wir auch noch weit weg. Da habe ich noch nicht einer geschaut. Da habe ich schon reingeschaut. Wow. Brandbeschleuniger, her damit. Was ist denn da vorn? Ich glaube, da ist nur ein Parkplatz, gell? Mit 2, 3 Hunden. Was ist das? The army? Really? Wait, I'll switch over to that frequency. This is Therese Knutsson. You have no idea how relieved we are to find another survivor. Over. Corporal Pontus Kovac. I'm on my own, I'm afraid. The enemy has killed my entire platoon. I heard the same thing happen to several other companies in the archipelago. Over. Ja, redst du jetzt weiter oder nicht? Immer da diese abgekackten Gespräche, das ist ja... Ja, Trauerspiel. Scheiße. Okay. Dann hätten wir das auch geschafft. Ich höre noch gerade was. Ich höre noch gerade ein bisschen durch die Gegend, weißt du? So, Mädchen, halt die nochmal bitte. Nein. Kannst die ruhig einmal voll heilen. Weil ich glaube, es wird nicht lang dauern, bis du wieder eine drüber kriegst. Dann bitte einmal da. Schau. Ich glaube, auf der Seite haben wir kein Problem mehr, gell? Na. Passt, dann kümmern wir uns schnell um diese Relais-Antenne. Das sind auch Erfahrungspunkte, die wir brauchen. Sir, can you tell us what happened? Why hasn't the army fought off all these machines? Over. We tried. Within 24 hours it was war. There were so many of them. I even heard reports of even bigger machines. It was brutal. Over. Do you know who sent them? And have you seen all the people? Over. Negative.
No idea where they are from. I took part in the evacuation of all civilians to Vestland before the attack, but since then, Vestland went radio silent. Over. Radio silent. Always be prepared, they said. Over and out. Ja. Ich muss es wieder so okay. Warte mal kurz, habe ich keine Items mit zum Spülen? Ui. Die hätte ich sogar dabei. Ich brauche nur eine. Jetzt einmal. Kruzifix da. So. Eins kannst du glauben, ich freue mich, wenn ich Waffen habe, mit der ich was anfangen kann. Ehrlich. Meine Waffen derzeit sind ein Horror. Da ist ja noch ein Hund. Der erste FNX-Hund. Mir wird es da fest nur zeigen, dass da noch ein Hund ist. Egal. Wir müssen jetzt die Antenne nehmen. Sehr gut. Okay, wir reisen jetzt kurz zurück in den Bunker. Und in der nächsten Aufnahme melde mich spätestens, wenn wir wieder da sind. Und dann geht's so weiter. Genau. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Baba.